Kathi zwingt den alten Brei, dass er sich vom Doktor anschauen lässt. Und da stellt sie außer, dass sein Blutdruck viel zu hoch ist. Also lässt er das Geschäft stehen und fährt auf seine Hitten zum Faulenzen. Der Kathi schenkt er für ihre Mühe einen Gutschein für einen Kurs, wo man lernt, wie man ein Bier einschenkt. Als Zwiebel kommt zum Bummel und lässt sich von ihm stopfen. Aber eine Liebschaft möchte keine mit ihm anfangen, weil es alle nur eine Rolle im Kopf hat. Der Fanny, sein preußischer Stiefsohn, hat nur einen Gutschein, dass sie am Stiefeltern einen Tag lang ein Polandi machen müssen. Damit lässt er sich von denen in der Waldhütten ein Festessen herrichten. Und zu denen lädt er nachher die zwei ein. Der Korbi sagt zu seinen Stiefvatern und zu der Kathi, dass die Weiber keine Männerarbeit nicht hinkriegen und umgekehrt auch nicht. Die zwei möchten ihm das Gegenteil aufweisen und schwindeln dabei, aber das kommt auf. Als Bummel und sein Bruder möchten da zwei für ihre Schwester seiner Hochzeit einen Brogada machen. Und für das werden sie vom Brautpaar ausgefragt, wer das mehr darüber weiß. Da kommt es auf, dass der Christ davor das alles gesteckt hat. Und drum wird schließlich der als Brogada bestellt. Der Gregor möchte seiner Alten vormachen, wie gut dass er beieinander ist. Und tut mit seinen Spätzchen ein wenig bolzen. Und möchte am Tag drauf gegen er seinen preußischen Stiefsohn und den Chris andrehen. Der Flori geht der Josie aus dem Weg, damit dass er sein Lieb vergisst, und treibt sie mit seinem ledigen Bangert im Hals umeinander. Der geht aber verloren, und Josie findet ihn und bringt ihn zurück. Der Sascha kommt 2 Wochen früher von Afrika zurück und muss gleich ins Spital rein, wegen seiner kaputten Hände. Seine Tochter kommt dahinter, dass die Rosi dran schuld ist und das aus lauter Machthunger scheinheile verduscht hat. Drum verlangt sie von ihr, dass an Sascha die Wahrheit sagt.